Ich habe mir gedacht, wenn wir uns schon nicht persönlich sehen und persönlich miteinander Musik machen können, gibt es jetzt wenigstens immer mal wieder ein kleines Video von mir, gar nicht lang, ganz kurz zur Musiktheorie. Weil das ist natürlich auch wichtig, dass wir viel darüber wissen, weil sonst können wir ja nie zusammen Musik machen oder nie auf dem Instrument musizieren. Und jetzt fangen wir heute mal ganz einfach an. Also das ist jetzt eher eine Lektion für die Anfänger. Heute geht es nämlich um Notenwerte. Also wie lang muss ich den Ton aushalten, wie entsteht der Rhythmus und was für verschiedene Notenwerte gibt es überhaupt. Das ist eine ganze Note. Die ganze Note, die hat 4 ganze Schläge. Also ich zähle im 4/4-Takt, zähle ich dann bei dieser Note bis 4. 1, 2, 3, 4. So lange muss ich die Noten dann aushalten. Diese ganze Note, die ist innen weiß und hat keinen Notenhals. In dieser ganzen Note haben 2 halbe Noten Platz. Die schauen so aus. Diese halben Noten, die haben einen Notenhals, sind aber innen auch nicht ausgemalt. Also sind innen weiß. Bei diesen halben Noten zählen wir dann bis 2. 1, 2. Bei der anderen auch. 1, 2. Dann gibt es noch kürzere Noten, das sind die Viertelnoten, die schauen so aus. Die Viertelnoten, die sind schwarz, haben einen Notenhals und die haben im 4/4-Takt einen Schlag, wenn ich auf Viertel zähle. Also passen 4 Viertelnoten in eine ganze Note und jeweils 2 Viertelnoten in eine halbe Note. Und dann gibt es noch die Achtelnoten. Die Achtelnoten, die schauen so aus. Die Achtelnoten haben entweder ein Fähnchen oder, wenn es mehrere hintereinander sind, dann sind sie mit einem Balken verbunden. Das sehen wir jetzt hier. Das ist aber das Gleiche, es sind immer Achtelnoten. 2 von diesen Achtelnoten passen in eine Viertelnote. 4 von diesen Achtelnoten passen in eine halbe Note und 8 von den Achtelnoten passen in eine ganze Note. Und dann gibt es natürlich nur die Sechzehntelnoten, die 32. Noten und das wird dann immer schneller. Und die haben dann einfach mehrere Balken, mehrere Fähnchen, das lernen wir aber dann in einer anderen Lektion. Jetzt schauen wir es uns nochmal an. Ganze Note, 2 halbe Noten, 4 Viertelnoten, 8 Achtelnoten. Ich kann euch das jetzt einmal kurz vortrommeln, Achtung. Und immer wenn ich auf die Trommel hau, dann spiele ich eine Note. Ich fange mit der ganzen Note an. 1, 2, 3, 4. Die 2 halben Noten. 1, 2, 3, 4. Die 4 Viertelnoten. 1, 2, 3, 4. Und die 8 Achtelnoten. 1 und 2 und 3 und 4 und. Ich freue mich schon auf die nächste Lektion. Viel Spaß beim Üben und beim nochmal drüber nachdenken. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Pfiat euch!